Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Und wir sind hoffentlich da wieder rausgeschmissen, wo wir sollten. Ja, jetzt hat mich der Arsch wieder schon verschreckt. Genau, da bin ich stehen geblieben. Und da geht's weiter. Ich bin vor dem Ende Grützi Abkauer. Und ich glaube, ich höre schon die Martha wieder irgendwo rumkreischen. Da baumelt schon irgendjemand. Herzlichen Glückwunsch. Uah. Und das erinnert mich noch an was. Da unten sind auch noch welche, die dann auch noch zugucken. Okay. Jetzt gucken sie mir zu. Aber jetzt gehen sie zumindest mal fort. Also den haben sie ganz hoch gehängt. Ich hoffe, die erreichen mich hier erstmal nicht. Aber es erinnert mich, wie gesagt, an was. Und zwar habe ich in der letzten Episode noch so einen Grützi gehabt, der mich ja hier attackiert hat. Und jetzt müsste ich mal hier gucken, was er dazu sagt. Pieces of my skin stuck in the barbs. Uah. It was too late to hold her up. Ach du Scheiße. I was just a kid. I was just... Ja, das war dann da, wo der andere mich da attackiert hat. Und jetzt sind wir hier der Erhängte. Was sagt er da? She hanged herself before I could stop her. Ah, das verbindet er mit der Jessica. Didn't. No. Okay. Wait, not her. He. Fuck. Ach, okay, also die Jessica hat sich nicht selber erhängt, sondern wurde erhängt offensichtlich. Und wir haben ja auch in der Episode mit einem Telefonzungekuss, haben wir ja auch, alter Falter, das ist aber auch der Schönling hier, den sie da genommen haben, der schwingt hier wie ein Pendel. Ja, genau, der hat ja auch irgendwas gesagt, aber es könnte sein, dass sie also ermordet worden ist. Jetzt gucken wir uns den nochmal genauer an. Okay, der guckt auch einfach nur starr und hat irgendeinen Cordyceps unilateralis Pilz. Eingepisst hat er sich zumindest mal nicht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ein anderer hätte bestimmt gepisst oder geschissen. Also, Respekt für die Kontenance, die Leute hier noch waren. Na gut, dann gehen wir mal hoch. Ich werde hoffentlich jetzt nicht nochmal von irgendeinem so Pilzkorb attackiert. Oder von solcher lynchjustizfreudiger andere Gestalten, die hier rumwatscheln. Oh Mann. Das macht wieder arg Spaß, merke ich. Ich versuche so viel Batterie wie möglich zu sparen. Und ich habe jetzt 5 Batterien im Sack. So viel habe ich das letzte Mal gehabt, als es wieder in die Schule ging. Und dann war alles wieder weg an Batterien. Das kotzt mich immer allermeiste an. Ich spare hier Batterie wie Sau. Hoffentlich wieder in den nächsten Stacheldraht. Ja, spare Batterie wie Sau. Und dann wird man das wieder genommen. Aber ich erinnere mich, es war nicht die Batterie, die durch die Schule genommen wurden, sondern durch den Byron, Laird Byron, weiß ich mittlerweile, dass der heißt. Und der hat ja mal Batterien mitgenommen. Okay, also ich schätze mal, ich muss da hier. Und ja, da runterspringen kann ich nicht. Ansonsten wäre ich ins Wasser kupst, aber das geht wohl so nicht. Ja, da können wir rum. Gibt es so einen Vorsprung oder so? Ne, da kann ich mich nicht durchquetschen. Das heißt, wir müssen hier der Action-Hero-Sprung wagen. Also, Geronimus, würde ich mal sagen. Geronimus. Oh, voll auf die Schniss. Er hat's gepackt. Na Allah, immerhin das. Nee, so komme ich doch nicht runter. Shit. I can't. Du brauchst ein Seil. A rope. I just need a rope. Ich glaube, ich weiß, wo ich ein großes Seil finde. Den Endetyp, den haben sie ja... Den Endetyp, wie das klingt, wenn man das so pelzig sagt. Ich meine natürlich den Ende dieser eine Typ. Das klingt dann auf pelzig der Endetyp und das könnte wie der Ententyp klingen. Ja, der Ende-Kerl da, den haben sie ja aufgeknüpft. Ich glaube, dem Seil kenne ich nicht mehr, das ist lang genug. Tut mir leid, ich habe das Seil von Flaschen zugeborgt, um damit in den Himmel zu klettern. Haha, wenn der Fettsack Ezekiel euch kein neues Seil gibt, könnt ihr mich herunterschneiden und es wieder zurückholen, weil ich es wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde. Okay, das hat wohl der Grützi selber geschrieben, aber der hat sich wohl selber aufgeknüpft. Also Respekt, dass der sich durch so hoch hängen kann. Das kann auch nicht jeder. Okay, natürlich der... Ah, okay, verstehe. Okay. Na toll. Oh toll, ich glaube, die rufen wieder den Laird. Also der Ende-Typ hier. Ah Mann, das sage ich jetzt so oft, weil sich das auf pelzig halt einfach so eingebürgert hat.
der Typ, der wird jetzt wahrscheinlich seinen Vorgesetzten alarmieren. Okay. Ich glaube, da kommt wer. Ja. Ah, was bist dann du für ein Feinerle? Okay. Okay, Feinerle. Das. Mach zu. Hulsa! Wo kommst schon du her? Na gut, dann halt nett. Hinterrücks abgestochen worden, na großartig. Ich sehe, das wird jetzt schon eine richtig fiese Passage hier wieder, Kevin. Oh, einen Moment kurz. Da bin ich wieder. Mein Mikrofon hat sich gerade eben kurz verabschiedet und ist woanders tief geschwenkt. Das habe ich jetzt wieder einfangen müssen, aber alles wieder in Ordnung. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das so ein Wunder ist, mein Lieber, aber attackier mich bitte nicht. Ich mag einfach nicht. Halt die Gosh, du Schimmelranzer. Du widerlicher Haufen Scheiße. Hey. Och Mensch, hau doch ab. Ja, dir ach. Au. Ja, warum nicht? Also ich glaube, ach, heimlich komme ich doch nicht wirklich durch. Wir probieren es einfach noch einmal. Halt die Gosh. Du Dappschädel. Ich probiere es trotzdem nochmal mit der Rennaktion. Uah, voll in die Grütze. Ich bleibe jetzt hier mal ein bisschen im Gras. Also die kommen jetzt auch alle rausgeschissen aus ihrer Bude. Du musst einer ganz in der Nähe sein. Ja, da ist er. Ich sehe ihn auch. Hau bloß ab mit Feuer. Oh, du ekliger Gollum. Verpiss dich. Alter, und wie verkrützt die schon sind, die Typer. Okay, der kann doch mal gerne in die Richtung gehen. Das ist mir egal. Die reißen jetzt überall die Dere auf. Ich weiß nicht, wie schnell ich hier sein kann, um ehrlich zu sein. Der schnauft sich wieder einer. Okay, ich würde nur sagen, wir können, ach was die Batterie angeht, ruhig ein bisschen verschwenderisch sein. Ein paar haben wir ja definitiv im Sack. Okay, da ist einer. Den sehen wir auch. Geh weg, Mann. Geh doch weg. Du findest doch hier nichts Interessantes. Aber das sind mehrere aggressiv und ich glaube, durchschleichen kann ich mich hier definitiv nicht. Boah, der ist scheiße nur. Ich probiere es jetzt einfach mal. Dem ich jetzt hier renne. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Ich muss so schnell wie möglich irgendwo hingehen. Da ist er doch. Wie kriege ich dich jetzt runter? Verdammt mal. Wie komme ich denn an das scheiß Seil dran? Irgendwo muss ich hochklettern bestimmt, oder? Hier geht's nirgends. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Also da baumelt er auf jeden Fall, aber ich muss ja irgendwie an sein Seil dran kommen. Da muss ich wahrscheinlich hier genau hier hochklettern. Ist mir jetzt scheißegal, ob ich hier irgendwas in dem Kaff nicht finde. Okay, da ist es. Ja, dich brauche ich. Gut. Ich sehe, die Facecam ist ein bisschen komisch geleckt halt in der Episode. Ich werde gucken, dass ich es wieder richtig zurechtschneiden kann. Okay, hier speichert er, das ist schon mal gut. Sehe es wieder runter. Ja, ich verzichte jetzt explizit darauf, hier nochmal in dem Kaff mich umzugucken, ob ich da was finde. Da ist das Seel. Ja, dann hol das doch. Ach, Blake, du Schädel de Dab. Jetzt wird davon denn ein paar Zweige hier aufkalte. Ich pack's nicht. Ich pack's echt nicht. Thanks, genau. Der steht bestimmt in mir auf. Speichert noch einmal. Und jetzt renn. Oh, fuck. Der Leert ist auch wieder dabei. Ja. Ja, okay. Boah, scheiße.
Das ist er doch. Ich komme hier nämlich vorbei, glaube ich, ohne zu sterben. Der schießt doch bestimmt auch, oder? Hui, der hat mich ja getroffen. Er hat mich ja getroffen. Ich komme hier noch durch. Egal wie sehr ich Blut und noch einen Verband brauche. Ich komme hier durch. Ich komme hier durch. So, scheiß drauf. Jetzt macht er das noch. Boah, das macht er glücklicherweise automatisch. So. Mach. Ja, seel dich ab. Ganz langsam. Boah, der kriegt uns jetzt bestimmt wieder. Oh. Wow. Ah, scheiße. Händem seine eigene Grützi ist ihn jetzt abgemurkst und hier runtergeschmissen. Okay, der Pimpf ist tot. Trophäe erhalten in Silber, sei gereinigt. Du hast keine Verbände, du blutest, musst deinen Verband finden. Da ist er. Da ist er, der Zwerg und der Hühner dazu. Master Blaster bzw. Lord Byron und sein Adjutant Nick sind tot, hoffe ich. Ich hoffe, die berühren mich jetzt nicht nochmal. Und ich habe keinen Verband und muss einen Verband finden. Okay. Aber wisst was? Da können wir doch genauso gut speichern und beenden. Also Entschuldigung, ich muss als mit solchen Tricks arbeiten. Wie gesagt, das Spiel ist jo selber hin und wieder mal etwas mies, was sowas angeht. Und dann darf ich auch mal ein bisschen mies sein und ein bisschen bescheißer. Weil wir können so definitiv wieder an dem Speicherpunkt rauskommen. Und haben dann wieder volle Energie und haben auch wieder volle Batterie. Das heißt, das ist schon mal kein schlechter Trick, den ihr euch merken könnt, wenn ihr das selber spielen. Jetzt habe ich dann, wie gesagt, gekillt. Jetzt können wir auch nochmal, ich habe euer Seil, ja, das war der Typ. Bis dass der Tod uns scheidet, also mit das und das haben sie echte Probleme. Das wäre jetzt hier mit Doppel-S. Jetzt gucken wir mal, was er zu dem sein tragischer Tod sagt. My dad died within a month of my mom. He was perfectly healthy until she was gone. And then... Okay, was soll man das sagen zu denen zwei? Aber okay, ja, die zwei waren ein Team. Muss man ihnen auch erkennen lassen. Das ist genauso wie auch bei Mad Max mit Master Blaster. Ich meine, klar, in einer Postapokalypse gibt es behinderte Menschen. In dem Fall körperlich behindert der Klärwüchsiger und geistig behindert der andere. Und die bilden halt ein Team. Ist durchaus gut. Okay, jetzt bin ich wieder in der Schule gelandet. Dann komme ich wahrscheinlich irgendwo wieder bei der Mine in der Nähe raus, vermute ich jetzt mal. Aber hier brauche ich zumindest mal keinen Nachtmodus mehr, das ist ganz gut. Ich befürchte aber wieder das Schlimmste, wenn wir hier in der Schule landen. Das war ja beim letzten Mal schon nicht sehr erbaulich, was da war in der Schule. Und ich glaube, es wird auch nicht besser. Aber die Indizien scheinen sich zu verdichten, dass die Jessica Gray keinen Selbstmord begangen hat und sich nicht... Oh, dass die Jessica Gray, da ist gerade, die der ziemlich gerumpelt und da ist ein Shutter. Ja, tatsächlich, da rumpelt die der, aber auch nur wegen dem Wind, glaube ich. Ja, dass die Jessica Gray, die Claire, Schulkameradin von Blake und von der Lynn, sich nicht selber erhängt hat, sondern wahrscheinlich erhängt wurde. Jetzt stellt sich halt nur die Frage von wem und wieso. Und die Musik ist auch mal wieder gerade alles andere als erbaulich. Und irgendwas rüttelt, glaube ich, an der. Das könnte unser Dämon sein, der uns hier heimsucht. Wow, irgendwas ist an uns vorbeikuscht. Und ich nehme mal an, der Dämon wird das Synonym für den Er sein, weil es hieß ja immer, er kommt und so. Ich nehme mal an, der Dämon ist nichts anderes als ein Synonym für den Mörder von der Jessica. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Allzu große Interpretationsmöglichkeiten und Spielräume gibt es da ja auch nicht, wie ich finde. Da können wir bestimmt hochklettern, ja. Und das ist doch... Geht die der auf? Nee. Oh Mann. Aber ich muss echt sagen, die Schule finde ich extrem grauenhaft. Die Lepra-Kolonie von dem Lord Byron habe ich übrigens im Outlast Wikipedia mal nachgeguckt, wie der heißt. Ich war nämlich nicht sicher, ob er der Diakon ist und wollte nichts Dummes sagen. Habe dann nochmal im Outlast Wikipedia nachgeguckt. Und habe ihn dort gefunden als Artikel und tatsächlich Lord Byron, der Klärwüchsige auf dem großen Nick, ist tatsächlich der Diakon gewesen. Von hier bin ich schon gekommen, oder? Oder ist das ein anderer, der hier auf seine Fußstapfen verewigt hat? Ich glaube nicht. Muss ein anderer gewesen sein, nicht wir. Und der blutet.
Na toll, der ist wohl gekreuzigt oder so. Oh, das ist äußerst uneinladend, das Ganze mal wieder. Okay. Mein Vorgesetzter auf Ausgrabung hat mal so einen schönen Spruch gesagt. Ich finde nach heute noch sehr gut. Das ist, der Trick ist, dass es einem nichts ausmacht. Egal um was es geht, egal ob das jetzt um Wetter geht oder sonst irgendwas. Es ist wahr, der Trick ist, dass es einem nichts ausmacht. So ist es auch mit dem Horror hier. Ganz einfach, der Trick ist, wow, der Trick ist, dass es einem nichts ausmacht. Bitte, oh scheiße, hier geht's nicht. Ah, scheiße, dann müssen wir mal weiter hoch. Oh oh. Grüezi, ahoi, bitte lass mich jetzt. Verdammt nochmal, der geht nicht durch. Ah, scheiße. Okay, irgendein Instant-Kill hat's gegeben. Ich weiß aber auch nicht, was ich zu machen habe, um ehrlich zu sein. Weil, ja. Und steht Sache, dort irgendeiner Schindluder getroffen. Ach ja, da müsste ich wahrscheinlich raus, nicht hier durch. Ich habe gedacht, durch die der könnte ich vielleicht durch. Aber das war wohl Satz mit X, war wohl nix und so. Okay, da ist er. Hopp, mach auf. Da kommt der auch nicht hoch. Okay, warum auch immer nicht. Also komm. Irgendeine Möglichkeit muss es doch geben, hier rauszukommen. Okay, da kommt auch wieder da. Dann müssen wir das wohl so machen. Okay, jetzt können wir vielleicht so runterrennen. Da kommt er also nicht durch. Dann können wir aber hier durch die Krützegang. Und da können wir durch. Okay. Kapiert, wie es funktioniert. Aber die folgen uns immer noch, wie es aussieht. Das sind jetzt 2 von den Schimmler. Nee, folgen uns nicht mehr. Es dreht sich nicht mehr. Das ist schon mal ein Vorteil. Also wenn die Kameraperspektive dreht, ist nie so gut. Dann wissen wir Bescheid, die Dämonen oder was das sind in der Nähe. Ich glaube, da könnte es weitergehen, oder? Nee, ach, da geht's nicht durch. Okay. Gucken wir uns mal. Ich finde es aber auch unglaublich geil gemacht mit der Schneelandschaft. Das gefällt mir persönlich auch sehr gut. Ah, ich glaube, das ist die Cafeteria wieder, wo wir beim letzten Besuch reingeguckt haben. Also müsste das eigentlich bedeuten, wir dürften so bei der Cafeteria oder so wieder rauskommen. Verschlossen ist hier, okay. Ich rechne einfach mal damit. Jetzt hängt er mal wieder in der Zweige fest. Wieder ganz episch, das Ganze. Ja. Ich vermute, dass wir mal wieder bei der Cafeteria oder so raus müssen im Gelände. Der führt uns zwar so ein bisschen im Kreis gerade, aber das macht ja eigentlich nichts. Da macht er schon mal nicht von sich aus auf. Er stützt sich noch mit seinen Kreuzigungshände ab. Okay. Ich wüsste aber schon ganz gern, wie es da weitergeht. Ich meine, allzu viele derer habe ich ja nicht zur Auswahl. Oder geht's da irgendwo hoch, was ich nicht gefunden habe? Ich kann es nicht sagen. Ich bin wohl wieder ein bisschen ratlos. Manchmal fühle ich mich von dem Spiel hier wirklich allein gelassen, muss ich sagen. Manchmal fühle ich mich hier echt allein gelassen. Da ist verschlossen, da bin ich hergekommen, ne? Also in manchen Situationen fühle ich mich echt hier allein gelassen in dem Spiel, wo dann nie weitergeholfen wird, wo man dann teilweise ewig um 3 Tage sucht. Ja, der flimmert als wieder, aber trotzdem. Ach ja, ach ja. Wieder der epische Kampf mit dem Environment, mit der Umgebung hier. Da müsste ich doch eigentlich durchkommen. Da ist doch Exit. Also ich vermute jetzt zumindest einfach mal wieder, dass wir zur Cafeteria zurück müssen. Okay, da kommt er wenigstens drüber über den Zaun. Da ist Exit. Da müsste man doch da irgendwie reinkommen, oder? Das wäre das hier. Nee, er begrapscht die Tür. Aber da durchklettern kann ich auch nicht. Was haben wir dann noch zur Auswahl? Die verschlossene das ist die, wo wir herkommen sind. Und das ist der, die wieder nicht aufgeht. So kann ich machen, was ich will. Und da kann ich mich auch durch Fenster quetschen. Und da ist wieder der epische Kampf mit der Zweige. Da komme ich nicht durch. Ich fühle mich wieder etwas allein gelost. Und habe keine Ahnung, was ich zu tun habe.
Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Wahrscheinlich ist es absolut Pipifax. Von da bin ich hergekommen. Ja, schön. Ach, kann ich da vielleicht durch die Luke hier? Ja, tatsächlich. Die Luke ist die Rettung. Und ich jetzt sage, in die gehen wir in der nächsten Episode von Let's Play Outlast 2 aufpelzig. Also machen's gut und bis morgen. Eiern. Yankee.